Talk it like Loose D. Es geht wieder los. Okay. Wir sind wieder weg im Business. What's Yes, poppin'? Heute das erste Mal Leute in einem Podcast Yeah, verhaftet. yeah, Ich weiß warum. Aber You wenn wir see nicht it. gemacht haben, ich bin unschuldig. Ladies and Gentlemen, starten wir wieder Podcast mit Wir sind wieder Lustig. LUZ, Thank you so much Aha, für das aha. Einschalten. Heute ist Luzern in der let's Überzahl. go. Yes, baby. Yeah. Yo. Amigo, wie geht's? Alles klar? Gut, hey, danke vielmals. Und dir? Mir geht's alles gut. Look, letzte Woche sind wir schon voll safe gewesen, Ja. weil wir den Nate hatten. Letzte Woche ist Boxen. ein Boxer da gewesen, der uns beschützt hat. Und heute sind wir, ich weiß nicht, gibt's noch Also ich sicherer? Also schau, wenn du sagst sicher, ich habe heute Angst, dass ich verhaftet werde, dass ich so mal rauslaufe heute Abend. Absolut. Ladies and Gentlemen, präsentieren wir unseren Gast. Heute haben wir den Senat Sakic da. Danke. Jawohl, Applaus! Hello, welcome. Hallo. Grüezi wohl, der Herr. Wie geht's Ihnen? Danke bestens, danke für die Einladung. Ich habe gerade am Anfang noch ein kleines Geschenk für euch mitgebracht. Oh, der erste Gast, der uns etwas schenkt. Direkt Handstellen, oder? Das Schau da! Ein Louis Vuitton Gürtel. Wow! Danke dir vielmals. Hey, Das ist, danke vielmals, merci. Jetzt müsst ihr es noch aufmachen. Ah. Oh, Oh! Jawohl, noch nie so ein schönes Geschenk bekommen. Thank you. Und vor allem Früher mit unser erster Gast, der uns etwas schenkt. nicht mehr früher noch mit denen bedroht worden. Jetzt muss ich Danke Hey, vielmals, danke ey. dir Mega vielmals. lieb, mega lieb. Wie man so Sehr schön sagt, ein richtiger Schweizer hat immer ein Sackmesser dabei. Dann geht noch mit etwas Gutem drauf, Polizei 117, falls jemand Top. mal Telefonnummer Super, vergisst. super. Absolut ein grosser Dank. Danke vielmals, merci. Und du hast jetzt gesagt, danke für die Einladung, danke dir viel, dass du dir Zeit genommen hast, dass du vorbeigekommen bist. Wir fragen eigentlich am Anfang immer, wer bist du, was machst du? Wir könnten uns ja vorher schon informieren, wer die Person ist, die mitkommt. Von da Genau. Machen wir eigentlich auch immer. Aber wir geben das Wort gerne am Gast, aus dem Grund, dass er selber kann sagen, wie er gerne will, dass Leute ihn sehen, wie sie ihn wahrnehmen. Darum fragen wir dich, Senat, wer bist du, was machst du? Also ich bin der Senat Sakic. Vom Beruf her bin ich Chef der Kriminalpolizei und stellvertretender Chef von der Kantonspolizei Nidwalden. Ich bin Luzerner, bin in Luzern aufgewachsen, lebe immer noch in Luzern, bin geheiratet, habe 2 Kinder, mache gerne Sport, bin gerne unterwegs, immer noch in der Stadt, 45. Das ist etwa alles. In dem Fall schön, bist du da gewesen. Danke Wer vielmals. ist es gewesen? Nein, Senat, danke vielmals. Chef Kriminalpolizei Nidwalden. Was kann man sich vorstellen? Was machst du den ganzen Tag außer Donuts essen? Machst du da noch irgendetwas? Oder? Also hauptsächlich schon Donuts essen, das ist richtig. Ist es so, wie wir in den Filmen sehen? Das ist so. Nein, als Chef der Kriminalpolizei habe ich natürlich Mitarbeiter, die ich führen muss. Ja. Und ich habe das Tagesgeschäft auch, wo ich muss, wir Verbrechen bekämpfen, wir müssen die Fallsteuerung machen, wer macht was, Ressourceneinteilungen, personelle Geschichten, aber auch Strategie entwickeln, wie man will, zukünftig, aber auch aktuell die Verbrechen oder die Phänomene bekämpfen, die aktuell rum sind. Okay, und bist du da, wie kann man sich das vorstellen? Wie kommt man zu so einer Position, wie du das kommst? Einfach studiert oder was muss man da machen, dass man in so eine Position kommt? Weil Ja. es tönt auf jeden Fall hure hoch. Ja, voll, absolut. Ja, es war ein langer Weg. Also ich bin vor 24 Jahren bei der Luzerner Polizei. Ich habe angefangen, habe Polizeischule gemacht in Sempach. Bin nachher 7 Jahre lang zu Rüssbühl tätig gewesen, auf dem Polizeiposten. Dort zuständig gewesen, vor allem für das Gebiet Floh-Mülli, Lindenstrasse, wo natürlich sehr viele soziale Schichten rum sind. Dann habe ich mich weiterentwickelt. Ich habe Betriebsökonomie und Rechtswissenschaften studiert. Bin dann auf Zürich gegangen, zu der Kapo Zürich. Und habe dort im Bereich Wirtschaftskriminalität gearbeitet, 10 Jahre. Ich war dort auch Dienstchef gewesen. Und vor 2 Jahren bin ich auf Nidwalden gewechselt und habe dort die Chance bekommen, die Leitung von der Kriminalpolizei übernehmen. Okay. Und erzähl mal,
Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du Polizist werden wolltest? Gehen wir mal ganz weit zurück, dass wir die Jahre dann ein bisschen verfolgen. Wie bist du zu dem Punkt gekommen, dass du Polizist werden willst? Als Luzerner wahrscheinlich mit der Fasnacht. Ja. Das erste Mal vergleichen. Ja, das stimmt nicht ganz. Ich bin Fasnächtler, ich bin auch Zünftler. Also ich gehe eigentlich, seit ich auf der Welt bin, an die Fasnacht, sehr gerne an die Fasnacht. Also ich verkleide mich auch sonst, also nur an der Fasnacht gerne. Also ich kann nicht Polizist werden, das ist eigentlich ein Zufall. Was man kann sagen, familiär, mein Großvater war Polizist, mein Vater war bei der Militärpolizei, noch im ehemaligen Jugoslawien. Ich selber bin mit 19 bei der Swisscom gearbeitet und irgendwie habe ich gar nicht gewusst, was ich machen will. Und ich bin Wirtesohn. Mein Vater hatte ein Restaurant in der Stadt Luzern, hat auch sehr viele Leute gekannt, unter anderem auch Polizisten. Und ein Polizist ist damals auf meine Mutter zugekommen und die Eltern und hat gesagt, du, dein Sohn, der redet serbokratisch, bosnisch, wie sieht das aus? Das wäre einer, wir brauchen jemanden mit diesen Sprachkenntnissen. Könnte er sich das vorstellen? Und ich habe es einfach mal probiert. Ich bin an die Aufnahmeprüfung, habe die bestanden und bin drinnen gewesen. Okay. Und jetzt, wo du vorhin gesagt hast, dein Vater war selber Polizist gewesen. Nein, Großvater. Großvater, sorry. Ist selber in einer ähnlichen Position gewesen, oder in einer ähnlichen Branche im ehemaligen Jugoslawien. Ich finde es noch interessant. Ich finde, die Ansicht auf den Beruf ist in der Schweiz, habe ich das Gefühl, ganz eine andere wie in diesem Teil von der Welt, also in diesem Teil von Europa. Bei uns ist oftmals so ein bisschen, wenn man Polizei sagt, Polizei, Angst, da wird man mit Negativität konfrontiert, wie ich das so in den sozialen Medien und so sehe. Ist das auch wirklich so? Oder ist das mehr so ein bisschen ein Gerücht? Oder? Also ich glaube, jetzt gerade in anderen Ländern ist der Respekt noch viel grösser bei der Polizei als da. Also der Respekt nimmt ab. Das sieht man auch an der aktuellen Entwicklung von der Straftaten, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. Die nehmen zu in der Schweiz. Aber vom Stellenwert, ja, über das kann man sicher diskutieren. Der ist da vielleicht tiefer als in anderen Ländern, der Respekt. Ja. Wieso, jetzt, wo du gesagt hast, du merkst das auch mit so Straftaten gegenüber Beamten. Wie kann man sich das irgendwie erklären? Oder hast du irgendwie eine Theorie, wieso das so ist? Der Respekt, wieso der Respekt? Also ich denke, sehr viel kommt auch von daheim aus. Oder? Man wehrt sich immer mehr gegen alles, was kommt. Das ist ja nicht nur gegenüber von der Polizei, das fängt auch bereits in der Schule an. Heute, wenn Lehrpersonen beispielsweise vielleicht gewisse Konsequenzen ausüben gegenüber den Kindern, dass dann sich die Eltern ziemlich schnell einschalten dann auch und die Kinder beschützen oder wollen beschützen. Also ich glaube allgemein ist man in der Vergangenheit oft egoistischer geworden. Also man schaut eher auf die eigenen Bedürfnisse und das Gesellschaftliche lässt man ein bisschen im Hintergrund. Sehe ich ab und zu. Ich habe es nur spannend gefunden, weil ich das Gefühl, in verschiedenen Schichten, in verschiedenen Teilen der Welt hat das ganz einen anderen Stellenwert. Meine Auffassung, oder siehst du das anders? Nein, ich finde es auch. Also das ist so, dass wir da nicht... Aber hast du denn schon Aktionen, kannst du vielleicht, oder hast du so Sachen erlebt, wo die Leute, also vielleicht kannst du vielleicht eine Geschichte erzählen, oder ich weiß auch nicht, ob du das darfst, wo negativ aufgefallen ist gegenüber einem Polizist, also, oder eine Aktion, die vielleicht mit nicht viel Respekt vorgekommen ist? Ja, das hat es immer wieder gegeben, wenn man eine Personenkontrolle durchführt, dass gewisse Spiele gemacht werden, dass man nicht bereit ist, sich zu ausweisen, dass man lang diskutiert, wieso, was ist los. Und grundsätzlich ist es so, wir machen keine Fishing Expedition, also wir haben grundsätzlich auch einen Grund, um die Identität festzustellen. Wir machen es auch nicht einfach so, sondern wir gehen irgendwie auf einen Verdacht, auf einen Anruf oder auf eine Anzeige hin, wir gewisse Leute ansprechen. Und dort merkt man natürlich zum Teil schon anhand von den Äußerungen, dass zum Teil der Respekt nicht um ist. Das ist okay. Wenn du jetzt gesagt hast, du bist 10 Jahre lang in
Hast du in Sempach nur die Polizeischule gemacht oder noch auch in Sempach patrouilliert? Nein, in der Stadt Luzern, in der heutigen Stadt Luzern, Rüisbühl-Litau, und später bin ich auch in der Kriminalpolizei in Luzern, vor allem in der allgemeinen Kriminalität. Also das ist im Bereich von kleineren Drogendelikten bis Wirtschaftskriminalität, Diebstähle und so weiter, habe ich sämtliche Sachen dann dürfen ermitteln. Und was motiviert denn so ein Polizist im Alltag? Also irgendwie, dass Leute, wenn eine Straftat kannst du verhindern oder etwas aufdeckst, oder bist du selber am Ermitteln, oder wie kann man sich das vorstellen? Was hat sich denn geändert in deinem beruflichen Alltag jetzt zu dem, was du vorgemacht hast in Luzern? Also heute bin ich ja nicht mehr operativ tätig, eher nur noch strategisch unterwegs. Also meine Leute ermitteln oder suchen, die Leute befragen, und ich bin eigentlich eher so für, wie gesagt, für die Fallsteuerung zuständig, für die Zuteilung zum Teil der Fälle und auch die Weiterbildung schauen, dass ich die Mitarbeiter entsprechend fördern kann, dort wo man sie muss fördern. Und mein grösstes Anliegen ist, meine Mitarbeiter quasi dort zu bringen, wo sie es auch verdient haben. Ich habe wirklich wahnsinnig tolle Menschen, die ich da führe im Kanton Nidwalden, die extrem Top-Einsatz machen, tagtäglich für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, damit sie eigentlich in Ruhe können schlafen können. Auch am Abend, aber auch am Tag sicher können auf der Straße rumlaufen oder auch das Geschäft führen, ohne dass sie Angst haben, dass jetzt nächstens eingebrochen wird oder dass sie überfallen werden. Was aber nicht immer alles zu verhindern ist. Ja, Hast du, ist ja reaktiv, ja, kannst nicht immer alles machen. Senas, wenn ich dich so frage, jetzt vor 24 Jahren hast du also mit der Polizeischule angefangen, hast du erzählt. Dort war es so noch ein bisschen anders gewesen. Wie ist es dir ergangen, weißt, die Akzeptanz als Ausländer der Polizeischule anfangen, das ist doch dort ist es noch schwieriger gewesen. Also wie sind die Leute auf dich zugekommen zu dem Thema? Oder hast du dort überhaupt etwas gemerkt? Vielleicht auch gar nichts, kann auch sein. Aber vielleicht kannst du vielleicht von dieser Sicht ein bisschen erzählen. Also das war im Jahr 2000. Ich war der erste Bosnier, also allgemein Person vom Balkan bei der Luzerner Polizei. Es ist noch Allererst? Ja. Okay. Es war noch eine weitere Person bei der Zuckerpolizei. Mhm. Ja, wir spüren das schon. Wir spüren es jetzt in der Polizeischule selber, habe ich es nicht so gespürt. Wir sind eine Klasse gewesen, wir haben alle die Prüfung bestanden, wir sind zusammen gegangen. Ich habe heute noch sehr guten Kontakt zu den Leuten, die ich damals die Schule gemacht habe. Aber natürlich nachher, wenn man dann kommt ins Polizeikorps, ins Unternehmen, habe ich das schon auch zum Teil zu spüren bekommen, selbstverständlich. Okay. Also man hat sich schon auch müssen beweisen, mehr als andere, so habe ich das ein bisschen auch gespürt, und auch das Vertrauen am Anfang hat man sich müssen wirklich auch erarbeiten, weil man ist da zum Teil sehr auch skeptisch gewesen, ob ich da allenfalls nicht da Kontakt habe in kriminelle Machenschaften in der Stadt Luzern. Sind da sicher irgendwelche Sprüche gefallen? Ja, normalerweise haben wir euch verhaftet und jetzt, wenn ihr Polizei schon sind doch so Sachen gefallen, oder? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, so Sprüche, ich glaube, die Sprüche gibt es heute noch, aber so Sachen muss man stehen. Ah, absolut, ja. Absolut. Aber heute sieht es anders aus. Mittlerweile sind ja sehr viele auch, also gebürtig in der Schweiz, aber vielleicht immer noch Ausländer, wo die Polizeischule machen. Also es gibt jetzt sicher mehrere Migrationshintergrund. Genau, bravo. Oder? Nein, heute sieht es anders aus, definitiv. Ja. Und jetzt, aber heute sieht die Gesellschaft ja auch ganz anders. Ja, absolut. Das ist auch ganz was anderes. So. Genau. Mittlerweile 24 Jahre. Was hat dich beibehalten, dass du das durchgezogen hast? Dass du so lange ist es schon von Anfang an dein Ziel gewesen, dass du Chef Kriminalpolizist von Nidwalden, oder wie ist es dazu gekommen, der Weg vielleicht, wenn du den könntest uns beschreiben? Also, als ich angefangen habe, habe ich mir das nie zugetraut, ehrlich gesagt. Also, als kleiner Polizist auf dem Posten Rüisbühl hatte ich grossen Respekt gehabt, nicht nur vor dem Kripo-Chef, also vor allem, was höher war als ich. Und ich habe selber mir das wirklich nicht zugetraut. Aber mit der Zeit merkt man kann das Handwerk, man beherrscht es, man probiert dann auch weiterzukommen mit Ausbildungen, mit Leistung.
Und dann kommt man auch mal die Chance über, oder? Es ist wie ein Fußballer, der ein Talent hat, der ist vielleicht jung, kann nicht immer spielen von Anfang an und dann kommt er mal die Chance über, zu spielen und dann zeigt er es und dann merkt er aber auch selber, ich kann es und hat dann das Vertrauen in sich selber und wird immer besser. Ja, und ich habe schon auch das Ziel gehabt, weiterzukommen. Das ist definitiv so, um auch Sachen zu verbessern, die ich als Mitarbeiter vielleicht anders gemacht hätte, wenn ich mein Chef gewesen wäre. Ich glaube, in meinen Augen ist das auch Größe, wenn du nicht nur aus deinen eigenen Erfahrungen kannst lernen, sondern aus Erfahrungen von anderen Personen, was jetzt sogar in diesem Beispiel so beschrieben hast. Was mich jetzt noch bewundert, wenn du ja in Luzern aufgewachsen bist, dann hast du sicher, ich gehe mal schwer davon aus, auch die eine oder andere Person kennt in Luzern, wo vielleicht nicht gerade den richtigen Weg gegangen ist. Hast du irgendwann irgendjemanden verhaftet, den du kennt hast? Ja, ich habe auch schon Leute verhaftet, die ich gekannt habe. Sind die dann so gekommen, ja, Senna, hör mal auf, was machst du? Lass mich in Ruhe oder lass einfach? Ja, also es ist einfach mein Job, oder? Es ist, ich gehe ja die Leute, oder bin damals die Leute nicht festnehmen, weil ich etwas hatte gegen die Leute, sondern sie haben mich ja quasi gerufen. Ja. Also es ist wie, wenn ich ein Taxi bestelle oder der kommt das Taxi und dort ist genau das Gleiche passiert. Also ich glaube, wichtig ist, egal wer mir festnimmt, ob man ihn kennt oder nicht, dass der Respekt um ihn ist. Absolut, ja. Und gerade die Situation, Menschen, die festgenommen werden, das ist ein Erlebnis. Also klar, es gibt Leute, die werden ständig oder immer wieder festgenommen. Grüße dich mit Vornamen. Ja. Aber für viele Leute ist das eine einmalige Sache und ich glaube, das vergessen sie nie. Und gerade in so einer Situation, wenn man respektvoll mit den Leuten umgeht, das habe ich selber auch erlebt, das vergessen sie einem nie. Und ich glaube, das ist wichtig. Ja, fundamental. Ganz fundamental. Jetzt gerade von deinem Werdegang, wie du so vorher oder jetzt gerade beschrieben hast, bist du ein Paradebeispiel für die Integration in der Schweiz? Kann man das so sagen? Also Integration ist ein vielschichtiger Prozess. Also es gibt einerseits mal die individuelle Anpassung und die andere Seite ist quasi die Aufnahmebereitschaft vom Land, wo man kommt. Ja. Also es braucht sicher die sozial, kulturell und wirtschaftliche Integration. Aber jetzt bei mir selber würde ich nicht von Integration reden, weil Integration in meinen Augen kann nur jemand, also es kann sich nur jemand integrieren, der neu zuzieht in die Schweiz. Ich bin faktisch hier geboren. Das heisst, ich rede bei mir von Inklusion. Also Inklusion bedeutet eigentlich, ich bin ein vollwertiges Mitglied von dieser Gesellschaft von Anfang an gewesen. Aber ich habe natürlich für die Gleichberechtigung an dem sozialen, kulturellen oder wirtschaftlichen Leben müssen kämpfen, eben durch Leistung. Man wird immer wieder auf die Probe gestellt und dort muss man sich einfach beweisen, dass man die Akzeptanz dann entsprechend auch überkommt. Oder? Also meine Aufgabe ist eigentlich schon immer eigentlich die Barrieren abbauen und eigentlich eine Gemeinschaft zu machen, wo die Vielfalt an verschiedenen Kulturen eine Bereicherung ist und nicht eine Bedrohung. Oder? Ja. Ah, absolut wichtig. Ja. Wunderschön, wichtig. Mega. Was glaubst du, ist so das Problem, dass sich viele Leute Mühe haben mit dem Prozess, so wie du das, gut, das mit dem Inkludieren macht definitiv Sinn. Absolut. Aber Aber gut, im Gegensatz früher ist es sicher schwerer gewesen. Also ich meine, schwerer. Hat man nicht so viel erlebt, aber haben die Leute Mühe gehabt, sich integrieren. Aber ich glaube mittlerweile, also die Generation heutzutage ist, glaube was ich das Gefühl habe, was heute auch ein bisschen schwierig ist, der Prototyp Schweizer hat fast ein bisschen Angst zum Stolz sein. Habe ich fast, ja, voll, das erlebe ich auch sehr oft. Wenn man in den Balkan schaut, wenn man Nordafrika, Afrika, Südländer, Spanien, Italien, wenn man die anschaut, die sind stolz mit der eigenen Fall. Das kann man auch nicht sagen, ja, nur weil die an der EM so oder wenn auch immer so stolz sind, dass jetzt Italien spielt als Beispiel. Ja, kann man nicht sagen, die sind nicht integriert. So. Aber ich habe das Gefühl, als Schweizer hat man da fast ein bisschen Angst zum patriotisch sein. Habe ich das Gefühl, das macht es ein bisschen... Gut, vielleicht, weil sie es auch vielleicht früher auch nicht haben müssen machen, wie zu sagen, jetzt wir vom Kosovo oder vom Bosnien, wo uns also verteidigen, wo uns immer wieder sagen, hey, ich bin von diesem Land, ich kann es wie präsentieren, ich kann sein, ich weiß nicht. Siehst du das anders? Oder siehst du
Also der fehlende Patriotismus sehe ich vor allem auch im Sport. Da muss ich dir Schon. auch recht geben. Ja. Da dürfte sicher mehr kommen. Man Ja, kann ruhig stolz sein. so. Man kann sehr stolz sein auf das Land. Absolut. Absolut, Sehr. absolut, ja. Man sagt ja viel, die Schweiz ist ein sehr sicheres Land. Stimmt das auch, gegenüber anderen Ländern? Ist die Schweiz sicher? Also das ist zum Teil auch eine statistische Frage, oder? Aber ich glaube, wenn ihr sind ja wahrscheinlich auch Leute, die gerne reisen Ja, oder absolut. verreisen, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das merkt ihr, euer subjektives Empfinden wird das wahrscheinlich auch bestätigen, dass wir ein relativ sicheres Land sind, oder? Wenn wir jetzt, man muss gar nicht so weit gehen auf Deutschland. Dort entwickelt sich ja zum Teil Parallelgesellschaften, oder, wo ihre eigenen Regeln haben. Oder irgendwo im Nidwald dahinter. Oder in Nidwald dahinter. Nein, also, aber es ist schon so. Also ich So. würde schon sagen, wir sind, unsere Sicherheitslage ist stabil. Aber klar, wir haben auch eine Entwicklung, wo man muss etwas machen dagegen, dass wir nicht auch Zustände haben, wie beispielsweise auch bei Großstädten in Deutschland. Aber was macht was ist denn der Grund? Also was macht der Schweiz richtig? Kann man das irgendwie, oder vielleicht ist es der Wohlstand, oder kann das auch eine grosse Rolle spielen? Ja, also ich denke jetzt gerade aktuell, wenn man die Migrationsströme auch anschaut, ist eigentlich die Schweiz ist eher so ein Transitland, oder? Es ist nicht ein Zielland vor allem jetzt auch von Nordafrika beispielsweise, von den Maghreb-Staaten. Dort haben wir ja auch einen Anstieg aktuell, den wir spüren, gerade bei Diebstählen und so weiter. Und sonst, ja, die Polizei macht sicher viele, Polizei in der Schweiz macht sicher vieles auch richtig. Also auch in der Migrationspolitik, auch in der Integration, auch in der Prävention. Ich glaube schon, dass sie einiges besser macht als die Nachbarländer. Ja. Applaus mal für unsere Polizei in der Schweiz. Wie sie in der Schweiz hat 117, wenn irgendwo ein Problem habt, 117 anrufen. Und wenn ihr irgendwelche Probleme habt, die helfen euch definitiv. Definitiv, das ist so. Und schaut einfach, dass ihr auf der richtigen Seite von der 117 sind, nicht, dass jemand euch anruft wegen irgendwas für 117 oder so. Nein, überhaupt nicht. Ey, was ich mich schon die ganze Zeit frage, haben wir uns schon mal gesehen? Kann das sein? Weißt du das gar nicht? Ich kann mich nicht an jeden Kunden erinnern. Nicht an jeden, der mal verhaftet, dass er erinnert. Weil ich glaube, wir haben mal ein bisschen Party gemacht miteinander. Wenn ich jetzt so deine Schräge von deiner Nase anschaue, ich glaube, wir mal im Kataka miteinander in Zergwenica mit dem mal ein bisschen Szene gemacht, habe ich das Gefühl. Das ist gut möglich. Nein, Bist du mal in Zergwenica? Zergwenica. Zergwenica. Ich bin schon etwa 10 Mal in Zergwenica gewesen. Der Podcast ist dort gegründet worden. Ah, okay. Ja. Das ist mit Zergwenica gegründet worden. Darum bist du eigentlich mehr oder weniger schon fast ein Teilinhaber. Ja, genau. Nein, ich bin mit der Frau von Toni Maglica geheiratet. Ah, alles gut. Ja. Wo das aufgekommen ist, mit dem, dass man mit ihr Podcast etwas, der Freude etwas machen könnte. Und ich so, ich sehe Senan Sakic, ich so, Toni, er kennt dich 100%, so ähnliche Altersklasse, ein paar Jahre jünger. Ja, und das ist so die zensierte Version, die ich so ansprechen will. Ich habe so nicht mitbekommen, bist du eine gesellige Zeit genossen. Ja. Aber das Wir ist haben uns erkundigt, wer du bist, und da haben wir schon sehr vieles herausgefunden. dann haben wir schon einiges herausgefunden. Das ist wichtig. Ja, sicher, ja, Absolut. sicher. Was ich noch will fragen, was haben wir jetzt gerade selber auseinander? Ja. Hast irgendwelche schlechte Erlebnisse auch durch die Polizei so, oder durch den Alltag, den du gehabt hast, müssen mitnehmen? Wo du irgendwie, ich weiß auch nicht, Albträume gehabt hast oder mit mir psychologisch müssen verarbeiten, oder ist alles reibungslos an dir vorbeigegangen? Weil Polizist da ist ein gefährlicher Job. Es gibt immer wieder Situationen, die gefährlich sind oder können gefährlich werden. Das ist so. Und von den schlimmen Ereignissen, die sind präsent. Also, wir haben auch schöne Seiten an unserem Job. Ich weiss nicht, ob es an mir liegt, aber wir bleiben in der Regel nicht die schönen, sondern eher die, die mich nachdenklich gemacht haben und die mich auch beschäftigt haben. Das sind diverse Geschichten von Überbringung von Todesnachrichten, wo man der Mutter muss sagen, dass das Kind gestorben ist.
Ich habe eigentlich grundsätzlich mit dem Tod kein Problem, aber mit den Emotionen von von den Angehörigen, das sind schon Sachen, die einem sehr stark beschäftigen. Aber natürlich hat man auch sehr viele Situationen gehabt, wo man sich in Gefahr begeben hat. Oder? Ich meine, wenn man beispielsweise draussen ist in einer Bar und man merkt, hey, da findet jetzt gleich mal eine Schlägerei statt, dann nimmt man die Jacke und geht heim. Oder? Wir wollen nichts damit zu tun haben. Und bei uns ist es gerade umgekehrt. Wir müssen das auflösen. Und da ist natürlich auch, hat es ab und zu Sachen gegeben, die geblieben sind. Definitiv. Und wo ja, zum Teil bleibenden Eindruck hinterlassen haben bei einem selber, aber mich auch gestärkt haben in dem Sinne, ja. Was hast du denn gemacht, damit du mit dem klargekommen bist, also mit so Situationen? Hast du da etwas Spezielles, oder noch, hast du mit jemandem reden, oder Bist du einfach so stark mental, dass es so klappt hat, oder wie bist du in dem Umgang? Ja, also ich glaube, als Typ her bin ich schon eher, wenn es um so Sachen geht, verschlossen. Ich diskutiere das mit mir selber aus. Okay. Aber wenn ich es diskutiere, dann am liebsten eigentlich mit den Arbeitskollegen, weil die verstehen auch, Absolut, ja. wie die Vorgehensweise ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn, also nichts Schlimmeres, was man vielleicht oft nicht versteht, aber es kann sein, dass irgendwie ein grosser Unfall passiert ist. Das kommt überall in den Medien und dann ist man ständig konfrontiert mit dem im Geschäft und dann kommt man heim und das Erste, wo man hört, du, was ist das für ein Unfall gewesen, oder? Und das will man dann auch nicht, oder? Und dort, wie gesagt, ich verarbeite das Zeug im Geschäft mit meinen Leuten oder dann mit mir selber, ja. Okay. Aber grosse, ja eben so Albträume oder so, oder irgendwie so psychische Themen sind bei dir nicht gross negativ vorhanden gewesen, oder das? Wieso hast du den Eindruck? Besser gar nicht zu der nächsten Frage. Nein, ich habe nur gedacht, ich weiß ja nicht. So. Nein, also es ist klar, es ist nicht, es geht, jetzt, das ist eine persönliche Frage an mich, ich selber nicht, aber es gibt immer wieder Polizistinnen und Polizisten, die auch Probleme haben mit so Sachen und dann sind sie zum Teil auch nicht mehr in der Lage, Fronteinsatz zu leisten. Das gibt's. Ja, die psychische Belastung ist wahrscheinlich schon mehr da als jetzt bei einem Fotograf. Ja, also so. voll. Aber wenn deine psychische Belastung wahrscheinlich sehr hoch ist, so das kann man definitiv auch so lassen. Wie ist es? Was ist das grösste Problem allgemein in der Schweiz? Oder was ist die höchste Kriminalität, die in der Schweiz passiert? Kann man das irgendwie so Statistik? Gibt's? Ich weiss, du kannst mich nicht erkunden, aber gibt es Also es gibt eine polizeiliche Kriminalstatistik, die gibt es jedes Jahr, die kommt auch jetzt wieder raus, Ende März. Das ist zum Teil auch kantonal unterschiedlich, oder? Bei den Städten ist natürlich auch die Kriminalitätsrate höher, das hat damit zu tun, dass die Bevölkerungsdichte gross ist, oder? Aber auch man ist viel anonymer. Man hat aber auch viel mehr Ziele, die man angreifen kann, viel mehr Menschen, die dort leben. In den ländlichen Gebieten ist es eher ein bisschen anders. Aber Kriminalität, zum Teil, was man kann sagen, einen grossen Anstieg haben wir bei Cyberkriminalität. Was immer mehr auch kommt, ist die organisierte Kriminalität. Also, dort reden wir von illegalen Geldspielen, Drogenhandel, Menschenhandel. Wirtschaftskriminalität ist auch ganz stark schon immer gewesen, eigentlich. Vor allem so eine Geschichte mit der Konkursreiterei. Das heisst, wo wir vor allem nach Corona ist das ja ein riesiges Ding. Ja, aber auch vor Corona war das schon ein riesiges Ding, dass man quasi Unternehmen in Konkurs jagt und dann hat man aber am gleichen Tag wieder ein anderes oder fast schon das gleiche Unternehmen, einfach mit einem anderen Namen. Und das ist schon auch ein Problem. Aber wir haben sicher auch im Gewaltbereich, Sexualbereich, Sexualstraftaten auch grosse Herausforderungen. Also allgemein hat die Polizei viele Sachen, die sie bewältigen muss, immer mehr, weil der Job wird immer komplexer, es braucht immer mehr Know-how und es braucht auch immer mehr interaktiv, also es braucht immer mehr interdisziplinäre Disziplinen, um einen Fall zu bearbeiten, also mehr Leute. Und dort sind die Ressourcen zum Teil knapp und wegen dem müssen wir Fälle oder Sachen priorisieren und zum Teil können wir gewisse Sachen gar nicht mehr ermitteln. Also jetzt gerade Drogen beispielsweise, das ist eine sogenannte Hohlkriminalität, also Kontrolldelikt. Also wir müssen aktiv etwas machen, dass wir es aufdecken. Das kommt auch niemand eine Anzeige machen, du
der dealt, also eigentlich läuft es nicht so. Und dort haben wir zum Teil zu wenig Ressourcen und dort sind wir auch immer wieder dran, der Politik zu sagen, hey, Wir sind unterbesetzt. wir sind unterbesetzt. Aber ich glaube, das Problem haben wir nicht nur bei der Polizei, das gibt es auch im Gesundheitsbereich und in diversen anderen Unternehmen, Institutionen, Fachbereichen, wo einfach Ressourcen fehlen. Aber wieso denn? Also wieso fehlen denn die Ressourcen? Also gibt es da zu wenig Leute, die sich anmelden für die Polizeischule? Oder was ist denn der Grund? Ja, also auf die einen Seite ist die Rekrutierung wird immer schwieriger, das ist so. Und auf die andere Seite ist natürlich das auch eine politische Entscheidung. Die Politik entscheidet schlussendlich, wir beantragen, zum Beispiel, wir wollen 30 Leute und dann entscheidet man, weil ein Kanton beispielsweise hat ja mehrere Verwaltungseinheiten, die auch einen Anspruch haben. Oder? Wir haben das Grundbuchamt, das Betreibungsamt, das Sozialamt. Jeder sagt, ich brauche mehr Mitarbeiter. Und dann findet eine Verteilung dann schlussendlich statt, oder, von der Politik. Und die werden dann zugewiesen. Und ja, das ist auch je nach Gewichtung wird dann entsprechend zugeteilt. Okay. Wir haben auch gesagt, wir brauchen mehr Mitarbeiter im Podcast, darum Ja, haben wir einen voll. Gast. Weißt du, sonst müssen wir die ganze mehr reden. Und wir sind müde, ich meine. Wenn wir uns mal anmelden, Polizeischule. Du wärst Vielleicht- meine Schwester hat sich mal anmelden. Ah, ja? Ja. Dann hat sie gemerkt, muss ich meinen Vater, mich, meine Mutter, meinen Onkel, meine Tante, muss ich alle verhaften direkt. Und dann hat sie gesagt, schau, das wäre so erbtechnisch und so, wäre das nicht so ganz clever. Könnten wir mal so einen Tag mitkommen als Podcast-Interview? Gibt's das? Vielleicht können wir das machen. So. der ganze Nach der Tag. 50. Folge. Dann gehen wir einfach mit den Leuten. Ja, voll, ist eine gute Idee. Wäre auf jeden Fall passen, wäre möglich. Schlüsselwort Politik hat er gerade angesprochen. Ist es ein guter Grund, du bist in der Politik tätig? Oder? Ist es die Gründe, die du genannt hast, sind das Gründe, wieso du dort politisch aktiv geworden bist? Oder, Also im Moment bin ich noch Kandidat für den Grossstadtrat. Es ist so, dass ich glaube, je höher die Position das man hat bei der Polizei, desto mehr merkt man, wie gross auch der politische Einfluss ist. Gerade so Gründe wie man gibt Ziele vor, sicherheitspolitische, oder was die Leute anbelangt, oder auch das Budget. Oder? Sie entscheiden auch über das Budget, können wir neue Kleider haben, können wir neue Mittel haben. Und ich glaube, als Politiker kann ich mich dort einsetzen, damit den Sicherheitskräften Stimme geben. Denn als Polizist habe ich natürlich auch direkten Einblick in die Schwächen und Stärken von unseren gesetzlichen Bestimmungen. Und dort kann ich auch die Chance an den Reformen mitzumachen, denn ich glaube auch jetzt in der anspruchsvollen sicherheitspolitischen Zeit, die wir haben, ist es glaube ich auch nicht schlecht, wenn gerade im Grossstadtrat auch ein Politiker vertreten ist, der Polizist ist. Ich habe eine Ist das aktuell noch niemand? Im Grossstadtrat nicht. Und ich glaube, ich kann dort auch einen Echtzeiteinblick geben. Ich kann Brücken bauen zwischen Polizei und Politik. okay. Und ja, das ist ein bisschen meine Motivation. Aber auch etwas zurückgeben. Der Stadt Luzern, was ich von ihnen bekommen habe. Und einfach auch probieren, irgendwie die Lebensqualität zu verbessern, die Stadt attraktiver zu machen. Ich will mich, jetzt bin ich ja nur in der Verbrechensbekämpfung tätig. Und mich interessieren aber auch andere Themen wie Bildung, Gesundheit, die Wirtschaft und so weiter. Und die Dass Themen, du da kannst mitreden. die kann ich auch mitreden. Ja. Ja, sehr schön. Ist das schon lange der Wunsch zum Politisieren? Ist das schon lange, oder der Gedankengang, ist das schon lange ausgereift? Oder ist der noch jung? Also mein Vater war selber mal SP-Grossstadtratskandidat gewesen. Er ist nicht reingekommen, aber es hat jetzt überhaupt nichts mit meinem Vater zu tun, sondern es ist wirklich einfach von mir ausgekommen, weil ich einfach gesehen habe, dass ich dort bessere oder noch mehr Möglichkeiten habe, die Ziele zu verfolgen, die ich will. Und es ist sicher auch eine persönliche und berufliche Weiterentwicklung von mir selber. Ja. Okay. Ist auch für deinen Vater für dich ein Vorbild? Ich meine, du bist eigentlich in einem ähnlichen Berufssektor. Wenn du jetzt sagst, ist er der Wirt gewesen? Oder dein Vater, gell? Also beide. Ah, beide miteinander, okay. Aber er ist selber im Militär gewesen, oder der Polizei gewesen, hast du gesagt? Ja, also während dem Militär war er bei der Militärpolizei gewesen, aber ich bin nicht Polizist geworden wegen meinem Vater. Aber mein Vater war immer schon mein Vorbild gewesen, was die Werte anbelangt, aber meine Mutter genauso. Also ich habe von dem her die besten Eltern, die es überhaupt gibt. Mein Vater ist leider letztes Jahr verstorben und der hat sicher, ich habe immer auch
er hat immer gesagt, wenn du nicht so willst, arbeiten wie ich, dann mach eine Ausbildung, damit es dir besser geht. Er war immer stolz auf mich. Ich habe alles, was ich erreicht habe, als allererstes Diplom ihm gezeigt, um ihm das Lachen ins Gesicht zu zaubern. Und das hat mir extrem viel gegeben. Ja. Schöne Erinnerung. Schön, wenn du das so erzählst. Definitiv gibt vielen Leuten auch, ich habe immer das Gefühl, wenn man auch aufzeigt, dass starke Persönlichkeiten auch aufschauen irgendwo hin und nicht nur gerade ausschauen, auch eben zu den Eltern oder zu wem auch immer, dass es sehr humble ist, sehr Absolut. das deutsche Wort für humble. Bodenständig so. Ich habe das Gefühl, als ob ich jetzt 6 Monate in Australien gewesen wäre, weißt du, I just speak English, weißt du, my name is Randy und weißt du, Becher, Cup, weißt du. Bald sind die Wahlen. Wenn genau, weil ich muss mich da ausklinken, ich habe keinen Schweizer Pass, ich kann noch nicht wählen. Aber, wir machen jetzt Werbung, ein bisschen. Spoiler, ein bisschen Werbung. Kannst du mal erzählen, wenn die Wahlen sind? Jetzt für... Am 28. April sind die Wahlen. Und ich habe ein zweites Geschenk für euch. 2 Geschenke innerhalb von einem Podcast, ey. Nein! Das wären da... Was sind das, deine Tinder-Bewerbungsfotos? Was ist das? Fanger? Schaut, Leute. Was, Senat Sakic Fanger. Aha. Liste 3, hä? Hast du Liste den 3. Namen von der Frau noch angenommen? Ihre Sicherheit, Den Namen meint von der sie? Frau kann man ja heute nicht mehr annehmen, aber das ist so, das ist der Nachname von meiner Frau, richtig. Ah, Aber das ist ja aktuell auch eine Debatte, ob man das wieder rückgängig macht. Dass das denn möglich wäre? Genau. Oh nein, bitte. Ja, nein, zum Glück habe ich schon geheiratet jetzt. Nein. Meine Frau ist von Venezuela und das war eine grosse Diskussion wegen dem Nachnamen. Weil bei ihnen ist halt, sie behalten immer den Nachnamen vom Vater und von der Mutter. Und bei uns Albanern nur den Nachnamen vom Vater. Aber bist du Albaner? Ja, voll. Okay. Ihre Sicherheit, mein Ziel. Ihr Vertrauen, meine Mission. Sehr schöner Slogan. Die Mitte, Stadt Luzern. Sehr schön, sehr schön. Also, Wir wünschen dir definitiv viel Erfolg bei dem Ganzen. Die Stimme von meiner Frau wirst du haben. Sie ist Schweizer Pass. Aber ich finde schön, dass du das Problem gehabt mit also nein, ich finde es nicht schön. Ich finde schön, dass das Problem klärt mit Klärt, ja, absolut. weil wir gehen ja noch eins trinken, wir gehen noch Fußball schauen miteinander. Voll. Ich habe das Problem zum Glück nicht gehabt. Wir sind da beide relativ konservativ unterwegs, meine Frau und ich. Aber ich habe letztens gerade gemerkt, meine Frau hat einfach gesagt, ich heiße so Ebenöter zum Nachnamen. Also urchiger geht es gar nicht mehr. Das ist, ich bin schon fast beim Rütli-Schwur dabei gewesen, wie man mir auch ansieht. Und meine Frau sagt einfach letztes Mal Ebenöter. Schau, ich sage so, Amigo, ich sage auch nicht Maglica. Du heißt es Maglica. Du heißt es jetzt so, sag den Namen richtig, wie kann das sein? Und jetzt hat sie 3 Monate lang verboten, zu meinen Eltern heimzugehen, wo sie jetzt den Namen fast. Ja, nein, aber es ist verständlich. Absolut. Wir Absolut. verstehen das. Und muss man auch sagen, nicht nur am 8. März dich für Frauen eingesetzt, also nicht nur am Weltfrauentag, jetzt da mit dem Nachnamen. Das ist auch ein sehr schönes Zeichen, muss man definitiv sagen. Vorher ist mir fast ein zu früh das Thema gewesen. Und zwar, ich habe noch etwas kurz fragen bezüglich Polizei. Du bist ja nicht, du bist ja Judikativ ist ja das, wo die ausführende Gewalt. Ist die Polizei ausführende Gewalt? Sind die? Jetzt bin ich überfragt. Egal. Wenn ich wollte fragen, du bist ja in der Verbrechensbekämpfung. Schlussendlich tust du die Leute fangen oder verhaften. Und was nachher mit denen passiert, das hast du ja keinen Einfluss mehr. Das macht ja dann nachher das Gericht und Anwälte und Richter. Hast du da manchmal fast ein bisschen nicht schlechtes Gewissen, aber das Gefühl, die werden nicht unfair bestraft oder fair bestraft. Wie siehst du die Thematik? Wenn irgendwie jemand, wo schnell Auto fährt, der, ich weiß nicht, wenn ein Rasendelikt hat und kommt nachher ein halbes Jahr lang ist es Freiheitsberaubung, Freiheitsstrafe über, und jemand, der ein Sexualdelikt macht, kommt ungefähr das Gleiche über mit 2 Jahren auf Bewährung oder so. Ja, die Thematik von dem Strafmaß wird immer wieder diskutiert. Das ist eine schwierige Diskussion, die zu führen. Es gibt viele Leute, die sehen, dass die Strafen zu niedrig sind. Gewisse sehen das Gegenteil. Es ist noch schwierig, sich
jetzt gerade in meiner Position darüber zu äußern, aber schlussendlich ist es so, wir haben Gesetze in der Schweiz, man kann das Gesetz lesen, in dem Gesetz steht, was darf ich machen und was nicht, und es steht gerade auch, welche Quittung schlussendlich, dass ich für das bekomme. Also man kann sich an dem orientieren. Und wir probieren sicher auch, das entsprechend immer wieder zu harmonisieren. Das haben wir jetzt auch wieder gemacht. Also wir haben probiert, das gerechter zu machen. Es laufen auch gerade Vernehmlassungen in diversen Straftatbeständen. Sollen wir beispielsweise die Verjährung abschaffen, bei einem Tötungsdelikt, bei Mord, oder wir probieren auch mehr mit therapeutischen Massnahmen zu machen zukünftig, dass man schaut, dass es keine Rückfallquote gibt bei der Täterschaft. Also wir ist dort ständig eigentlich dran, an dieser Thematik. Ja. Aber ist das dann so etwas, wo man als Polizist so sagt, es bringt eh nichts? Oder hat man den Gedanken überhaupt mal, so wenn man auf der Straße ist? Oder? Ja, einfach nichts machen bringt nichts. Ja gut, ja, das ist ein guter Punkt. Und das andere ist halt wie, ich glaube, wichtig ist, dass wir unseren Job machen, also dass wir quasi die Sachverhalte aufnehmen, die Ermittlungen führen, und wir überweisen das auch an die Staatsanwaltschaft, und sonst müssen wir wirklich ein bisschen schauen, dass wir uns emotional abkoppeln dann vom Strafurteil selber, weil sonst macht man sich selber wahnsinnig. Ja, das ist wahrscheinlich schon ein guter Approach. Und wieso glaubst du, haben ihr zu wenig Leute, die nachkommen in euer Berufsfeld? Ist euer Job zu wenig attraktiv, oder? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Ja, ist sicher ein Optimierungspotenzial rum. Aber ich glaube, den Fachkräftemangel spüren wir überall. Oder? Es gibt auch viel mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, die Tatsache, dass man heute bis ans Ende des Lebens auf dem gleichen Beruf bleibt, das ist nicht mehr der Fall. Also, es gibt sehr viele Leute, die machen das 5 Jahre und dann wechseln sie in die Privatwirtschaft. Man kann heute auch sehr viel von daheim aus machen. Es gibt sehr viele Angebote. Und dort sind wir sicher dran, den Job attraktiver zu machen. Vielleicht auch mit der Altersbeschränkung. Auch dort wird viel gemacht, dass man auch im späteren Alter noch zu der Polizeischule Was ist jetzt zu der Polizei. Also aktuell je nach Kanton ist es unterschiedlich. Also, so bis 35 zum Teil, und zum Teil ist es auch komplett aufgehoben worden. Ich glaube, wichtig ist, dass man auch die Möglichkeit schafft, dass jetzt gerade, man muss ja 2 Jahre praktisch die Polizeischule machen, dass man dort allenfalls ein Modul macht, dass auch Leute, die bereits seit 20 Jahren im Berufsleben sind, aber jetzt gerade in der IT beispielsweise spezialisiert sind, oder gerade im Bereich von der Wirtschaft, Buchhalter, die wir auch brauchen zum Ermitteln, dass wir die bei uns können besser anstellen, schneller anstellen, dass wir so quasi eine modulartige Ausbildung macht, um so auch Leute rekrutieren. Okay. Auf jeden Fall interessant. Ja. Wie viele Leute arbeiten denn so für die Polizei? Darf man das sagen? Wie viele Leute arbeiten für die Polizei in Nidwalden? Also im Kanton Nidwalden sind es rund fast 100 Personen. Ja schon. Wow. Senat, muss ich das fragen? Ich bin jetzt gerade in Thailand vor kurzem und ich bin mehrmals angehalten worden von einem Polizist, also von mehreren Polizisten. Und es hat nicht so ausgesehen, als wäre das eigentlich rechtlich richtig, weil sie haben mir einfach Dings aufgemacht und sagen, das kostet jetzt so viel, weil du das falsch gemacht hast. Bist du schon mal, also hat man dich schon mal probiert bestechen? Also hast du mal schon erlebt, weil im Ausland erlebst du das immer mehr, also sehr oft, dass man jemanden bestechen kann, dass man frei davon kommt. Also ich komme ja ursprünglich von Bosnien, dass man im Ausland Polizei bestechen. Das weiss ich. Ja. In der Schweiz geht das nicht, aber es ist auch schon passiert, dass man mich bestechen wollte. Ah schon, ja. Okay. Und wie klappt es? Also wie können wir dich Nein, ich habe es definitiv nicht angenommen, sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht. also ich gehe mal davon aus, in der Schweiz wären wahrscheinlich die rechtlichen Konsequenzen nicht so angenehm. Also das habe ich auch noch nie gehört, dass jemand das geschafft hat. Das, Also in der Schweiz. Andere Länder sich. Vor allem, wenn man es dann das erste Mal sieht, wenn man dann in einem Land ist, wo man es ja nicht machen kann, aber wo es eher gang und gäbe ist. Wie jetzt vorhin, du hast Bosnien angesprochen, ich möchte das Land jetzt so ins gewisses Licht. Thailand habe ich zuerst erwähnt. Ja, aber meine Frau hat ja Familie in Bosnien, wo wir das erste Mal dort waren und ich das erste Mal so etwas gesehen habe oder davon gehört habe, dass das möglich ist.
wenn du so etwas mal mitbekommst, das ist einfach, wenn du von der Schweiz bist, musst du erst mal 3,5 Minuten lang deine Seele rauslachen, bis das Ganze verarbeitet ist. Wie ein Polizist das richtig so ganz anders handhabt wie in der Schweiz. Ja, das merkst Das ist ein anderer Kontakt. Nein, jetzt in Thailand, wo ich war, haben sie mich angehalten, weil ich den internationalen Führerausweis nicht hatte. Und ich habe das gar nicht gewusst, dass ich es dort brauche. Im Großen und Ganzen haben sie mich angehalten und dann haben sie einfach gesagt, es kostet 1000 Baht. Und dann habe ich das erste Mal 1000 Baht gegeben und dann haben sie mich weiterfahren. Und ich so, wieso darf ich weiterfahren? Ich so, okay. Dann halten sie mich nach dem zweiten Tag wieder an. Und dann macht er auch wieder auf. Und nachher ich so, der schaut das gar nicht an, wie viel ich dem gebe. Dann habe ich mir einfach 200 so gegeben. Ja. Aber so schnell. Und der hat es einfach zugemacht. Und seitdem nachher, immer wo sie mich angehalten haben, habe ich einfach weniger gegeben, als ich selber jetzt gemerkt. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Du, schön, ich hätte gerne wieder Autoprüfung. Ah ja. Ich erst am 17. April wieder Ich hoffe es, dass du mal nicht mit dem Zug musst kommen. im Kanton Nidwalden blitzt worden. Oh, okay. Aber du, das ist fair, alles gut gelaufen. Senat, wieso gibt's in Luzern so viele Blitzer? Gegensatz zu anderen Kantonen. Also, nein, das fällt mir nur auf. Da. Nur wenn du die Autobahn runterfährst, Richtung Luzern. Ich bin schon ein Zeitchen nicht runtergefahren, ich weiß nicht. Gibt es einen bestimmten Grund, wieso es so viele Blitzer gibt? Verkehrssicherheit ist sicher ein Thema, aber wenn du genaue Angaben willst haben, dann musst du dich mit der Luzerner Polizei in Verbindung setzen. Wie machst du das, Senat? In der Politik tätig, Chef von Kripo-Polizei Nidwalden, Familienvater. Wie bringst du das alles unter den Hut? Ist es nicht streng? Also, was machst du? Was macht der Senat, dass er immer motiviert ist, so selbstsicher dasteht? Ich glaube, ich brauche Druck, dass ich funktioniere. Es ist auch, ich bin sehr zielstrebig, ich will etwas bewegen und für das muss man an verschiedenen Orten ansetzen, sonst klappt es nicht. Okay. Es ist, glaube ich brauche das. Ich weiss, ich habe ein Studium am anderen gemacht und irgendwann habe ich mal eins abgeschlossen und das vergesse ich nie mehr, bin ich am Samstag verwacht und ich bin daheim und habe nur so überlegt, was mache ich jetzt überhaupt? Ich muss nicht lernen, ich muss nicht in die Schule. Es ist wirklich zum Teil schwierig dann für mich. Aber klar auch, jetzt meine Kinder geben mir extrem viel. Ich mache auch viel mit den Kindern, bin gerne mit ihnen zusammen und das ist auch extrem wichtig, weil das ist eine Zeit, wo man nie mehr zurückholen kann und ich probiere das auch zu geniessen. Und trotzdem gibt es auch ganz viele andere Menschen, die Unterstützung brauchen und auch für die möchte ich mich einsetzen. Wie alt sind denn deine Kids? 4 und 7. Schon zeitintensiv, der Kontakt mit denen. Also. Ist nicht einfach so irgendwie 19, 18, wo du mal ein bisschen laufen lassen und machen, geben Gas, schauen, was passiert. Ja, die Frage ist jetzt nur, was ist, wenn ist es zeitintensiver, mit 7 und 4 oder absolut, später? Also jetzt musst du definitiv noch nicht auf den Polizeiposten wegen der Kinder. Das ist schon mal, das ist schon mal schön. Dass, hoffentlich passiert das auch nie. Aber bist endlich deine Eltern schon mal auf den Polizeiposten abholen? Ja, das hätten sie auch schon müssen. Ja. Ah ja. Also wo du noch nicht... Aber ich muss betonen, unschuldig. Das, gut, das sagt aber jeder, muss man auch ehrlich sagen. Das weißt du wahrscheinlich besser als mir. Das sagt wahrscheinlich ziemlich jeder. Aber ist das ein Thema gewesen mit der Polizeischule? Nein, da bin ich wirklich ein kleiner Bub noch gewesen. Es ist, ein Haus hat gebrannt in der Nähe von der Kriminalpolizei. Und am nächsten Tag bin ich mit einem Kollegen, habe ich dort so Feuerwerk abgelassen. Und dann ist ein Beamter gekommen und hat uns mitgenommen und hat gefragt, wo wir gestern waren, was wir gemacht haben. Aber wir haben definitiv nichts mit dem zu tun gehabt. Okay. Aber mein Vater hat das nicht so interessiert, muss ich vielleicht sagen. Noch alte Schule, einfach abholen und schauen wir die heim, was wir, wer schuld ist. Okay, aber in dem Fall als kleines Kind, oder? Okay. Ist nicht einfach so gewesen, ja, der Sakic ist es gewesen. Unser kleiner Boss von Luzern, der ist es gewesen. Nicht um das gegangen. Nicht. Okay. Ja, nice. Ich finde. Befassest du dich denn mit Persönlichkeitsentwicklung oder Mindset-Stärke? Oder liest der Senat Bücher? Was macht er sonst noch im Alltag? Nebst dem Leute verhaften, politisch tätig sein? Also
ich lese sehr viel während dem Job und habe auch sehr viel gelesen in meiner Vergangenheit, nur schon um die Ausbildungen abschließen. Und ich habe mich aber ein bisschen entfernt davon, auch in der Freizeit Bücher zu lesen. Ich lese aber Zeitungen und ich befasse mich eigentlich sonst mehr mit Sport und mit den Kindern, aber ich treffe auch sehr gerne Freunde und schalte effektiv ab. Ja. Podcast los ich auch. Podcast höre ich auch, ja. Aber jetzt Jeden Mittwoch. Talking like Loose die. Gut, bist du eigentlich auf uns gekommen wegen Dennis? Oder Nein, wie wegen der Besa. aha, wir haben jemanden, der aktiv Werbung macht für uns. Thank you so much. Applaus. Du Oh, kriegst es Mann. nicht besser, aber wir machen den Applaus für dich. Thank you so much. Ich wollte jetzt gerade einen Shoutout geben an Dennis und Co. Der ist ja auch Tourgauer wie ich. Und ich habe schon gedacht, er hat hier aktiv für uns Werbung. Aber in dem Fall gebe ich ihm keine Props da. Also, ich habe schon auch Bezug zu Thurgau. Ich habe TRS gemacht in Frauenfeld. Ich bin effektiv Frauenfelder. Da merke ich, Wow. das ist der Grund, warum es dir etwas geworden bist. Weil du, effektiv, weil du in Frauenfeld RS gemacht hast. Das ist fundamental. Wir haben jetzt schon einige Leute aus der Ostschweiz, mit einem Bezug wirklich? aus der Ostschweiz gehabt. Viel, Letzte ja. Woche war der Steve Mersner da. Gewesen. Ja. Der Dennis, gut, er ist nicht Frauenfeld, aber er läuft mal, als ob er Frauenfelder wäre. Die Confidence hat er von dort bekommen. Du hast einen Kollegen von Frauenfeld. Ja. Eine. Ja. Auf jeden Fall hast du einen. Was ist das Ziel vom Senat? Wie sieht es aus in Zukunft? Wie lange wirst du es noch machen? Wie wirst du politisch tätig sein? Erzähl mal, was ist der Senat in 5 oder 10 Jahren? Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, aktuell bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich habe. Ich bin sehr dankbar für das, was ich habe, für die Chance, die mir der Kanton Nidwalden gegeben hat. Ich habe tolle Mitarbeiter. Ich habe überhaupt keinen Druck müssen, irgendwo hin zu wechseln. Auch bei der Politik. Ich habe genug anderes zu tun eigentlich. Ich habe eine Familie. Ich mache auch gerne Sport und treffe mich mit Freunden. Und wenn ich Politik mache, hätte ich dort auch weniger Zeit. Also das heisst, ich stelle mich einfach zur Verfügung, der Gesellschaft etwas für sie zu machen. Und was ich machen will, ist eigentlich, ich will, dass wir als Gesellschaft ein bisschen näher zusammenrücken. Denn man merkt jetzt gerade, auch in der Politik merkt man das Polarisieren. Das heisst, die Gruppenbildung, es befinden sich viele in so sozialen Blasen, die denken da gleich. Es gibt eine Spaltung zum Teil auch von der Gesellschaft. Und ich glaube, dort braucht es auch jemanden, der die Leute verbindet. Und ich glaube, das ist meine Stärke, auch im Privaten. Und das will ich machen. Und jetzt lokal gesehen, will ich eigentlich auch die lokale Wirtschaft stärken. Ich bin selber Wirtesohn, ich weiss, wie schwer das ist aktuell. Aber ich will auch die soziale Integration fördern und auch vor allem mich für die Leute einsetzen, denen geht es vielleicht nicht so gut. Aber auch Bildung, Gesundheitswesen, oder? Da gibt es ganz viele Sachen, wo man kann optimieren kann. Und ich stelle mich auf und dann ist aber die Entscheidung der Leute, ob sie das wollen oder nicht. Das Einzige, was ich ihnen sagen kann, dass ich alles gebe, um die Anliegen aufzunehmen und mich für die Leute einsetzen. Hammer, stark. Und hast- Auch Applaus, sorry. Absolut, definitiv. Applaus, Ein kurzer Applaus. Also ich glaube, langsam kommen wir uns so Thematiken, dass einer von uns zwei verhaftet wird. Das wäre dann nicht mehr so schön. Hast du noch irgendetwas, wo du gerne würdest, dass die Leute von dir wissen oder mitnehmen, wenn sie das jetzt schauen, hören, wie auch immer? Ein Approach oder irgendwie ein Gedanke, den du gerne teilen mit irgendwelchen Leuten? Ja, also ich denke, dass man einfach das eigene Leben muss in die Hand nehmen, um etwas zu erreichen. Ich meine, wenn ich jetzt euch als Beispiel nehme, oder ihr baut da auch etwas auf, Podcast, ihr wollt etwas machen, etwas erreichen, damit es euch, eurer Familie besser geht. Und ich sage, das ist extrem wichtig. Wir sollen nicht warten auf Hilfe. Es gibt so, ich habe gerade gestern, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ein Reel gesehen. Es gibt so einen Ausdruck, der heisst Ako Bogda, das heisst Wenn Gott so will. Wenn Gott so will.
Und das wird ja gerade jetzt in der Kultur vom Balkan sehr oft benutzt, oder? Das heisst, ich werde dann schon mal ein Haus haben, wenn Gott so will. Ja, Und so das Pendant zu Inshallah. genau, und der Typ hat gesagt, ich meine, der Gott hat dir schon alles gegeben, hat dir ein Hirn gegeben, hat dir 2 Hände gegeben, er hat dir ein Grundstück gegeben, wo du kannst beachern, er hat dir Wälder gegeben, wo du kannst abholzen, also du musst wirklich etwas dafür machen. Und das ist mir wichtig. Und ich werde mich wirklich auch einsetzen, dass wir hier in der Schweiz die Vielfalt, die wir haben, als Bereicherung sehen. Und das ist effektiv eine Bereicherung. Wir haben Absolut. so viele verschiedene Kulturen und wir haben eigentlich aus dieser Schweiz gemacht, das, was sie jetzt ist. Also nicht nur wir, auch unsere Eltern, alle zusammen. Und dass man dort einfach auch dran bleibt. Und natürlich, das andere ist im Hinblick auf die Wahlen. Also ich würde mich freuen für jede Stimme, für jede Unterstützung. Mit Likes ist es natürlich nicht gemacht, oder? Wir sind noch nicht digital unterwegs. Ich glaube, das würde auch, die könnten sich die Jungen auch viel mehr einbringen. Man muss halt das Kuvert noch aufmachen und dann hat es auch noch spezielle Tricks dabei, die man muss beachten muss. Und dort wäre ich froh, wenn man sich vielleicht die Zeit nimmt und ich bin überzeugt, es wird sich auch lohnen, weil ich will jung und alt wirklich allen eine Stimme geben. Sehr schön. Super, Sehr schön. super. Gefahr für euch, für Politiker ist ja halt, heutzutage haben die Leute Angst vor einem Briefkasten. Weil wenn es mit Angst um einen Briefkasten geht, darum ist es ein bisschen kontraproduktiv. Aber wir wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Nicht nur in der Politik, auch im Leben. Viel Gesundheit an deine Familie, alle, an deine Nächsten. Danke vielmals für deine Zeit. Danke für deine Zeit. Danke vielmals. Ich habe noch eine Frage. Du hast jetzt schon 2-3 Mal so erwähnt und betont, dass du sehr nahe bist mit der Stadt Luzern, mit der Kultur da. Bist du auch nahe mit deinen Wurzeln? Mit dem heutigen Bosnien? Das ist ja so. Ich glaube, ich habe von Inklusion geredet. Und ich glaube, die sozial, kulturelle und wirtschaftliche Integration ist extrem wichtig, aber man darf nie vergessen, woher das man ist und seine Wurzeln. Das ist extrem wichtig. Von wo denn, von Bosnien? Von Travnik. Ist Travnik? Okay. Ich habe noch Travnik gehabt, ich kann schon auf Bosnien stellen. auf Bosnien reden? Maximal integriert, schon direkt, wenn Hey, nein, Egal. Hammer, wirklich. Ja, Mega das interessantes Gespräch gewesen. Danke dir vielmals für deine Zeit. Wir sind geehrt, dass wir dich hier haben dürfen bei unserem Podcast. Das ist sehr, 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 sehr grosse Bereicherung gewesen. Danke dir Absolut. vielmals. Ich hoffe, viele Leute haben viele können mitnehmen von dem Ganzen. Haben weniger Angst vor der Polizei, weil er hat uns 1 Stunde lang nicht gebissen, nicht verhaftet, nicht mit Gummischrot irgendwas alle gemacht. Fragen geantwortet. Alles. Genau. So Big Respect. Big Respect, absolut. Ey, von dem her, danke dir viel. Und jetzt genau das, was du schon mal erlebt hast, passiert jetzt eigentlich nochmal, ist genau das Gleiche. Thank you. Nur jetzt mal 2. Wir haben es geschafft, ohne Verhaftung mit einem Polizisten da durch. Ladies and Gentlemen, Polizei Lucy Von Travnik auf Luzern. Yes, baby. We're here. Danke vielmals. Klicken Bis tanzen. zum nächsten Yes, Mal. baby. Wir Golo. sehen uns, Yeah. wenn es wieder heisst Lucy. Luzern, der Ypsilon. Aha. 117, wenn ihr ein Problem habt. Talk it like Loose D.